Good morning. Vandaag lezen we de Geschichte de Grieze Stramp. 2. Mose 16, 4 en 5, 21 durch 27. Mama, ik vind keine reine Stramp, roept Melissa van ihrer Stube eines Morgens. Dat meint, du hast gestern nicht gedaan wat ik die zei. Weit's noch? Ik zei du sollst all deine Grieze waschen om mij brengen, dat ik die uitwaschen kan. Alles wat in de wasstube weer, heb ik reingewaschen. Nou, aber wat soll ik dan nu doen? Vroeg Melissa. Du was matten dezelfde stramp aantrekken wat du gestern anhadst, zei mama. En du kannst graag nu al deine Grieze waschen mee brengen, en dan was ik die vandaag nog uit. Melissa war nicht so erschaftig mit der Sache, aber sie stand auf nur ihre Stube und deut, was ihre Mama sagt. Sie trägt ihm, wie sie im Bett vergrünsten seht. Das ist nicht reich, Mama. Du sollst mich mal stramm halten, dort ich nicht Bruckschweinsche antragen. Oh, bach mein Bett, sagt Mama, als sie eine Bibel nahm und durchblättert. Du bist so, als die Kinder Israel mal wären, als sie gegen Moses und ihren Grimsäuen deuten. Aber ihr Grimsäuen wir wirklich gegen Gott. Hier, les mir das mal vor, sagt sie, als sie Melissa die Bibel in der Hand gab. Ganz anwärlig nahm Melissa die Bibel und fing an zu lesen. Und dort sagt, an den 7. Tag, als einige von Volk ging, um abzusammeln, fingen sie nicht. Aber was hat das mit mir zu tun? Frug sie. Was fingen sie nicht? Mona, dort Brot vom Himmel, antwortet Mama. Die Israeliten sollen jeden Tag um Samarias rausgehen und Monataub sammeln von ab ihr, so viel als an den Tag fehlen wird. Bloß am 6. Tag sollen sie genug Taub sammeln für den 7. Tag auch. Der 7. Tag wird herrlich, und dann sollen sie keine Arbeit tun. Da wird nicht nur Gott seine Wirt horchten, nehmen den 6. Tag nicht genug für den 7. Tag. Als sie dann rausgehen zum Eten, zum Sammeln, wir du nicht. Wem seine Schuld läufst du wieder? Ganz ihre eigene Schuld wieder. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich verstehe die nicht, sagt Melissa sehr ernstlich. Mama antwortet, sie wären Gott nicht gehorsam und nu müssten sie durch unser Leiden. Und dort wir ganz ihre eigene Schuld, dort sie den 7. Tag nicht zu eten hatten. Und bet so geht die dort von dir. Du wirst mir gestern nicht gehorsam, und nu musst du durch unser Leiden. Deine Stromschifflur ist leerig, und wem seine Schuld ist dort? Doch war meine, sagt Melissa. Mama, mir dort leid, dort ich so grünzig wir, und dort ich die nicht gehorsam wir. Aber nu hab ich gedonen, was du sägst. Mama lacht im Bett und sagt, so ja gut, dann wirst du morgen auch keine Stramp haben. Die Fragen, was tust du, wenn Dinge nicht so ausfallen, als du haben willst? Dass du dort ernstlich nur die selbst kicken und denken, als dort deine Schuld ist? Oder als du irgendwas anderes hast können, dort alles besser schafft? Oder dass du dort ernstlich deine Finger nur andere wiesen und anbeschuldigen? Dass du grinsen und grimsäuen? Dass du sogar noch mal Gott beschuldigen für Dinge, was nicht kriegreich uitfallen? Wolltest du dort, wenn du grinsen und grimsäuen das, dann dass du auch wirklich gegen Gott grinsen? Wolltest du dort du damit sagen, sagst, dort Gott hat was gedonen, was nicht gut ist? So eine Einstellung ist nicht reich. Wir sollen alle Gott um Vergebung fragen für all uns Grimsäuen. Zum Utwendig lernen. 2. Mose 16,
auch bei. Oder mein je dort wie, mo je in uns. Wer sind wir? Gün grumsoien wir je in dem Herrn. Wir sollen nicht andere, und nicht Gott beschuldigen. Dankeschön.